Also, wenn du dich jemandem zuwenden willst, dann musst du dich von etwas abwenden. Und das redet ja die Bibel ganz klar. Sie sagt, hey, wendet euch ab und wendet euch Gott zu. Durch Jesus ist das möglich geworden. Weihnachten, das wir in ein paar Tagen feiern, steht ja auch ultimativ für das, dass Gott sich uns Menschen zugewendet hat, zugewandt den Menschen. Nämlich hat er sein Kostbarste gegeben, er hat seinen Sohn gegeben auf die Erde. So verletzlich in das Umfeld, wie man es ja immer wieder hört in dieser Weihnachtsgeschichte, wo ja die Kinderverfolgung oder Ermordung gelaufen ist und mit da drinnen ist das Kindli auf die Welt gekommen, zu Bethlehem. Und das feiern wir. Und warum sage ich das so eingangs zum heutigen Talk? Wenn wieder einmal nach längerer Zeit zum Glück der Kuno hier hat Platz genommen. Herzlich willkommen. Danke. Matthias Kuhn, der vom Connect Zollikofen wird erzählen, was dort hier gegangen ist. Jetzt haben wir ein Zeitchen lang nicht mehr gesehen hier, aber höchste Zeit, dass wir das noch eben machen, kurz vor Weihnachten. Und das mit dem Gott, der sich uns zuwendet, das ist eben schon etwas, was auch euch stark beschäftigt, aber eigentlich dauerhaft, nicht nur an Weihnachten, gell, Kuno? Ja, unbedingt. Wir haben gerade, es ist spannend, dass du das sagst, wir haben gerade als Leitungsteam, haben wir Retreten gemacht und haben uns sehr auseinandergesetzt mit dem Leitbild. Was ist wirklich unsere Vision? Natürlich sagen wir ja grundsätzlich, wir bauen Kirchen für die noch nicht da sind. Das ist so etwas, was uns sehr prägt und das ist nicht abgeschlossen. Das wird weiterhin uns sehr verfolgen. Und das andere ist einfach, wo wir darum gerungen haben, für was steht jetzt Connect? Und wir haben den Satz schlussendlich rausgebröselt, wo ich eben nicht hoffe, dass es nur ein Brösmelt war, sondern dass es wirklich auf dem Herz von Gott ist. Was heisst, Gott und Menschen zugewandt. Und ich finde, das Wort zugewandt finde ich so mega schön. Also, wenn du dich jemandem zuwenden willst, dann musst du dich von etwas abwenden. Und das redet die Bibel ganz klar. Sie sagt, hey, wendet euch ab und wendet euch Gott zu. Durch Jesus ist das möglich geworden. Das ist das eine, das ist die Ebene, wo wir alles bekommen, in dieser Beziehung zu Jesus. Und das andere ist dann sicher auch immer wieder eine Entscheidung, Menschen zuzuwenden, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, aber auch Menschen, die Jesus kennen und mit ihnen unterwegs sind. Und das wünschen wir uns, dass wir das leben dürfen. Ja, genau. Und wenn ich das so höre mit dem eben Gott und Menschen zugewandt, da gehen wir gerade eine Szene wieder durch den Kopf. Ich habe gerade einmal wieder ein bisschen mit meinen Kindern an von The Chosen schauen, oder? Wo die Geschichte zeigt, eben bei den Jüngern. Und dort hier gibt es die Szene, wo der Aussetzung vor Jesus steht, oder? Wo ausgestoßen ist für die Gesellschaft. Und er sagt er nur so zu ihm, tu dich nicht von mir abwenden. Gell, du tust nicht. Und er sagt, nein, mache ich nicht. Und dann heilt er ihn ja dann. Das ist so eine starke Kraft, einfach eine Kraft hier drin, ja, in diesem Bild, das ihr euch jetzt darauf festgelegt habt. Genau, ich meine, da kommen wir Johannes 3,17 Sinn, oder? Jesus ist nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um zu retten. Er hat sich den Menschen zugewendet. Ja. Nicht, weil er irgendwie nicht gewusst was wir alles Dreck am Stecken haben, sondern weil er es eben gewusst hat. Und ich wünsche mir, dass wir einander zugewendet sein dürfen. Auch wenn wir Sachen vielleicht entdecken, wo wir denken, boah, das haben wir jetzt nicht gecheckt, eben, wo Sachen, wo man, also jetzt nicht im übertragenen Sinn Ansteckungsgefahr ist, oder man das Gefühl hat, das ist jetzt, dass wir eine Bewegung sind, wo wir mit unseren Geschichten kommen, mit unseren Flecken und Runzeln, mit unseren, auch Mahnmal, die wir haben in unserem Leben, und dass wir sagen, wir wenden uns zueinander, aber wir wenden uns gemeinsam Gott zu. Er ist der uns hält und wiederherstellt. Ja, das ist schon mal ein sehr schöner Einstieg, den wir hier zusammen jetzt hatten in den Talk. Und einfach ein Boden ist schon gelegt, könnte man sagen. Oder der, den ihr auch gelegt habt, so für eure Gemeinschaft als Connect Zollikofen. Yes. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen näher hinschauen, was ist denn jetzt so abgegangen in den letzten Monaten bei euch, in diesem noch jungen Pflänzchen, wo ihr dran seid, oder? Was läuft so? Also das Wichtigste ist ja, dass wir wirklich vom Kleinen zum Grossen wachsen wollen. Und zwar einfach, dass wir gesagt haben, wir wollen das bewusst aushalten. Das klingt jetzt so, wie es schwierig wäre, aber es ist vielmehr schön, dass wir lange nicht öffentlich
gegangen und nicht ein öffentliches Angebot gemacht haben. Und eigentlich in diesen Live-Groups wirklich Leben teilen, zusammen das Wort Gottes lesen, einander herausfordern und gleichzeitig die Einladung von Jesus immer wieder annehmen. Und so haben wir erlebt, dass in diesen Live-Groups, wo wir Alpha Life angeboten, wirklich Menschen sind zum Glauben gekommen, die heute integriert sind, selber jetzt daran umdenken, wann könnte ich für den nächsten Alpha Life einladen. Und ich wünsche mir so eine gesunde, organische Multiplikation. Und das fängt wirklich so, das dürfen zu erleben. Und gleichzeitig haben wir dann, jetzt im Oktober das erste Mal öffentlichen Gottesdienst gemacht. So, einfach gesagt, okay, wir wollen unbedingt einen Rahmen schaffen, wo Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dürfen kommen. Wir haben bewusst keine Werbung geschaltet. Das ist nie irgendwie publik geworden, ausser einfach unseren Freunden, die in unserem Umfeld sind, wo wir denen wirklich Jesus bekannt machen. Und so haben wir so einen ersten Gottesdienst in einem öffentlichen Kaffee dürfen machen. Es ist mega gefällt. Das ist wirklich toll gewesen. Und gleichzeitig immer zu sagen, Freunde, das ist nicht unsere Kirche. Unsere Kirche ist nicht der Gottesdienst. Unsere Kirche ist das Leben miteinander mit Jesus. Gott und den Menschen zugewandt. Und das findet nicht in einer Celebration in erster Linie statt, sondern es findet dort statt, wo Menschen miteinander weggehen. Und das sind unsere Live-Groups. Und so werden wir weiter jeden Monat ein Angebot schaffen, eben mit dem Gottesdienst und gleichzeitig sagen, hey, das ist nicht das Kernstück für Kirche. Da sind wir eigentlich dran. Genau, das ist ja das, wo von Anfang an hast gesagt, wo der losgezogen seid, oder der Ruf habt vernommen, für eben auf das Zollikofen, ihr wollt nicht einfach wieder Programm anbieten, sondern das soll wirklich im Vordergrund stehen. Also misst sich ja jetzt auch logischerweise nicht dran, wie viele Leute kommen jetzt dort schon, was erleben wir so an Zeichen schon gerade direkt an diesem Abend, oder wenn wir uns treffen, eben in diesem Kaffee, Restaurant, oder wo ihr jetzt seid. Also. Ja, also da wollen wir einfach erwarten. Natürlich wollen wir erwarten, dass Gott mächtig da reinkommt. Aber das wollen wir nicht einfach an diesem Sonntagmorgen am 10 Uhr müsste kommen. Sondern ich finde es manchmal lustig, wenn wir so fokussiert auf 1 Stunde in der Woche herbeten und denken, hey, es gibt noch ein paar andere Stunden, wo Gott wirken in unser Leben. Wir wollen den Jesus bekannt machen in Zollikofen, in der Umgebung, wir wollen Menschen begeistern für die rettende Botschaft. Und natürlich wünschen wir uns die Kraft auch am Sonntagmorgen, aber so wie wir so erwarten, am Montagmorgen um 6 Uhr. So, oder wo wir auch immer sind. Und das Schöne war wirklich, das hat uns mega ermutigt, dass am ersten Gottesdienst auch ein junger Mann war der wirklich entschieden hat, ich will ab jetzt mit Jesus leben. Das hat uns auch ermutigt. So, neben allen Entscheidungen, die schon passiert sind, in den Live-Groups durch Alpha Life, auch gerade in diesem ersten Setting, das so zu erleben. Okay, also man kann eigentlich sagen, so, das Ganze einfach ausbalanciert behalten, oder? Wenn man eben, es umfasst alles und der Alltag, also eben die 7 Tage in der Woche, das ist mehr so das, was im Vordergrund steht. Und ja, es ist mega cool, das zu merken, dass das jetzt schon, ja, dieser Weg drin ist bei euch. Dass du sagst, ihr teilt eben Leben, hast du mir gesagt, jetzt jeden Abend, gell, im neuen Jahr, habt ihr irgendwo so eine Live-Groove, Alpha Live, wo man eigentlich wieder sich dazu einklinken kann, gell? Ja, das ist eine mega Freude. Wir starten im Januar, Woche 4, wieder mit Alpha Live. Das geht ja über 10 Wochen. Und wir machen das ganz bewusst in den sogenannten Live-Grooves. Also echt daheim. Bei uns daheim, bei diesen Leuten daheim, oder die das leiten. Das sind meistens Gruppen so von vielleicht 6 bis 9 Leute, die jetzt schon dabei sind. Und die laden ihre Freunde heim und zusammen essen. Dann klappt man den Laptop auf und schaut so eine Session. Und das hat jetzt sich so ergeben, dass wir wirklich von Montag bis Freitag jeden Abend gibt so einen Live-Groove in Zollikofen, jetzt ab Januar, wo Menschen dürfen kommen und den Jesus dürfen lernen kennen, der Alpha Life. Das finde ich schon eine schöne Sicht. Es gibt keinen anderen Wochentag, wo nichts, also es gibt keinen Wochentag, wo nichts wäre. So. Es war jetzt nicht unser erstes Ziel gewesen, und gleich freut es mich. Ja, und noch irgendwo durch ein bisschen verrückter, dünkt es mir einmal. Also, ist die Aktion, die ihr gerade am 1.1. damit loslegt. Ihr habt nämlich dort hier so ein Non-Stop Bibelleseprojekt, das ihr zusammen werdet, durchziehen. Erzähl doch du gerade, was heisst das? Ja, ich war in der Frühling in der Ferien gewesen, und in diesen Ferien ist das auf einmal so entstanden. Es wäre schön, wenn wir das Wort Gottes, das die Wahrheit ist,
ein Schwert ist, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. So. Ich würde das einfach mal so proklamativ lesen. Und so fangen wir am 1.1. an, mit vielen Christen in unserem Dorf. Das machen wir nicht nur wir haben vielleicht die Initiative jetzt ergriffen. Und fangen wir an mit dem 1. Mose 1, wo wir zusammen lesen, kurz noch aufs neue Jahr anstossen. Und dann haben wir einen Raum, wo jede Stunde mindestens 2 Personen drin ist. Tag und Nacht, Tag und Nacht. Und 2 Bibeln, die gleiche Übersetzung natürlich, wo wir laut lesen. Und wenn das eine nicht mehr tut das andere. Und so nach einer Stunde wird man abgelöst. Und ich kann noch kurz signieren, wo das ist verblieben. Man hat sogar noch einen Live-Ticker, wo man online schauen kann, wo sie fangen. Und so schreiben sich die Leute ein, immer das Zweite. Und zwischen 72 und 100 Stunden hat man etwa. Das wird jetzt da rauskommen. Aber auf jeden Fall haben wir am 4. Jänner zusammen wieder ein Apero, wo wir es feiern, dass wir das Wort Gottes von A bis Z gelesen laut in diesem Zollikoff, und das mit auch eine Proklamation ist von Wahrheit. Und dann wollen wir dann Offenbarung 22 zum Schluss lesen. Und da freue ich mich mega, einfach so, was das auslöst, auch in der unsichtbaren Welt, aber auch in sichtbaren in unserem Herz. So. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Ist ja irgendwo durch ein bisschen ungewohnt. Also ich wäre jetzt auch gespannt, wie das echt tut. Da könnt ihr ja reinschauen eigentlich, gell? Wenn man da ist, genau, kann man sicher auch ohne Probleme sich melden und vielleicht auch eine Schicht übernehmen, je nachdem. Unbedingt. Also es gibt sogar eine Webseite, nonstopbibellesen.ch. Ah ja, okay. Ja, genau. Und da kannst du dich einschreiben, kannst kommen, lesen. Und ich freue mich einfach so. Ja. Also ich hoffe, mir würde es nicht im 3. Mose im Namensregister irgendwo. Irgendeiner muss das lesen. Ja. Genau. Der Vorschrift XY. Ja, genau. Aber es ist ja schon, oder? Ich meine, ich bin jetzt mit der Geschäftsleitung gerade dran, den Nehemia zu lesen. Und dort hier, also, das sind wir nur irgendwie gar nicht so gewöhnt in unserer Kultur, oder? Aber dort hat der Esra ja einfach das gelesen aus dem Gesetzbuch und dann sind sie total betroffen gewesen, haben gerannt, haben Buß da und so weiter. Also, es hat eben schon speziell auch eine Power einfach. Ja, und das Wort Gottes hat eine Power in Sichtbarkeit, wo wir das hören, aber ich glaube auch in Unsichtbarkeit. Also ich glaube wirklich, wenn wir das Wort einfach über dem Dorf, über der Region wirklich lesen, was die Wahrheit ist, es ist, dann glaube ich wirklich, dass etwas abgeht. Genau. Riesig. Schöner Startschuss, den ihr da vorhabt. Und wenn wir schon jetzt ein bisschen dran sind, eben auch Ausblick auf das 2024, wahrscheinlich logisch, Gott und Menschen zugewandt, die unterwegs sind, oder? Connect Zollikofen. Kannst du gleich schon ein bisschen sagen, so ein paar Sachen, die dir noch speziell auf dem Herzen sind, vielleicht auch fast ein bisschen prophetisch oder so Eindrücke hast, das könnte wichtig sein. Nicht jetzt nur für euch lokal, sondern auch im Gesamtnetzwerk, wo du ja natürlich national unterwegs bist. Ich glaube, dass wir wirklich in einer Zeit vor Ernte stehen. Und nicht, sie kommt dann. Ich glaube, wir stehen drinnen. Und also was mich beschäftigt, ist das Gebet von Jesus, betet, dass mehr Arbeiter in die Ernte gehen. Es kann auch Ernte sein und wir merken es nicht. Und das ist mein Wunsch, auch für uns als Connect, aber auch weiter, dass wir die Ernte nicht verschlafen. Weil ich glaube wirklich, dass nicht nur im Sinn von, ja, man muss das ein bisschen sagen, damit es ein bisschen gute Vibes gibt und die Leute ein bisschen Stangen behalten, sondern ich sehe gewisse Anzeichen, wo ich denke, das habe ich jetzt doch noch nie gesehen, in so einer Klarheit, wo Menschen sich entschieden haben, in der Sehnsucht, die sie zum Ausdruck bringen. Nicht alle, nicht flächendeckend 100%, aber es gibt Menschen vom Frieden, die da oben sind, und die müssen wir finden. Und das ist eigentlich nach wie vor unser Hauptthema. Und ich glaube, es wird das Hauptaugenmerk sein. Ich meine, für das Sorge zu haben, damit wir wirklich eine Sicht haben für eine verlorene Welt und das nicht nur irgendwie diskutieren innerhalb von frommen Räumen, sondern leben in unserem Leben. Das wird auch im 2024
der Hauptschwerpunkt sein. Und wir haben noch einen Vers, und der hat mich bewegt, so, ich lese ihn mal vor. Ja, sicher, bring ihn nur. Psalm 73, 28, das ist der Vers, den wir auch gerade als Jahresrema nehmen. Doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. Und ich finde so den Aufbau von dem Vers mega gut. Doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Nicht, weil ich einfach irgendwie ein cooles Wellnessprogramm immer hineingezogen habe, sondern wirklich die Nähe von Gott suchen. Und meine Zuversicht ist daran mächtig. Und das ist die Grundlage, warum wir Menschen das müssen und dürfen weiterverzählen. Ja, wow, das macht total Mut, oder? Zu sehen, was bei euch geht und was ihr schon erlebt. Doch jetzt eigentlich, wenn man so will, noch relativ kurzer Zeit, das ist gang noch, das vorhin mal gesagt, ein junges Projekt, oder? Ja, mit dem neu, ja. Connect Zollikofen. Aber es geht etwas ab und ja, schon mein Wunsch, mein Gebet, dass noch mehr eben Erntearbeiter einerseits losziehen und auch so Räume geschaffen werden, weißt, wo Menschen rein können, wo es nicht schon gerade, sagen wir, die Schwelle so hoch ist, oder? Für einfach mal in die Kirche reinzukommen. Das, denke ich, dort braucht es schon noch ein bisschen Umdenken. Bei einigen von uns, bei uns in der Gemeinde auch. Aber man sieht viel, was in diese Richtung am Tun ist. Ja, und ich denke auch das Umdenken in dem Sinn, dass wir merken, wenn ich meinen Nachbarn anschaue oder Nachbarschaft, vielleicht kommen die mal in einen Gottesdienst einmal in einem Jahr. Dann ist die Einflussnahme von 1,5 Stunden, die etwas bewegen könnte. Aber wir hat ja immer neben sich. Und darum nicht die Hoffnung auf etwas, auf ein Event her, sondern wir sind Hoffnungsträger. Wir bringen die Hoffnung. Wir sehen jeden Tag hoch und wach gehen, wir hören, wenn er freundlich grüßt oder was auch immer, hoffentlich machen ist. Einfach, und das, glaube ich, ist, dort müssen wir neu erwachen und nicht das Eventgläubige haben, obwohl das Event auch braucht. Ja, vielleicht darf ich vielleicht auch noch etwas Kleines teilen. Ich habe etwas mega Cooles erlebt. Weisst du, dass ich bin auch im Fußball engagiert, im Schulclub. Weiss mal, haben wir ein Senioren-Weihnachtsessen gehabt. Und dort hier bin ich dazugestossen, bin gerade beim Jubiläum gewesen, 50 Jahre Campus für Christus, und komme von dort, und dann haben sie mich gerade angequatscht und so, so, hast du noch so ein schönes Hemdli an, wir wollen ja Seniorenfestli, also, was machst du? So, ich gesagt, ja, ich bin im Jubiläum gewesen in Zürich, oder, Campus. Ah, okay. Ja, bist du nicht aus dem Verein austreten jetzt? Ich habe das Gerücht gehört, der eine, oder? Am Schluss ist es mega schön gewesen, einfach in dieser Runde zum Fondue Chinoise, haben sie ernsthaft gefragt, was ist mit dir? Ich habe dann sogar gesagt, jetzt habe ich dann noch ein Wort zum Sonntag, Freund. Jetzt geht's, oder? Wenn wir schon so ein Bier hatten. Aber es ist so irgendwo natürlich passiert. Und jetzt bin ich halt irgendwo der Teamfahrer ein bisschen. Und das, super! Das ist das. Ja, ich glaube es, ja. Und ich hoffe weiterhin, dass ich in so Gespräche immer wieder verwickelt werde. Und, ja, das ist schön, einfach zu sehen, wie das mehr und mehr, ja, auch Leute so ergreifen. Ja. Das glaube ich, ja. Das wünschen wir uns natürlich weiterhin. Und ich danke dir ganz herzlich, Kuno, dass du wieder einmal mehr hier warst. Und wir werden auch im neuen Jahr wieder ab und zu abmachen, ja, und ein kleines Update hören. Ich weiss nicht, ob du noch eine Geschichte oder eine Ermutigung oder einen Gedanken hast zum Abschluss jetzt einfach von unserem Gespräch oder in die Weihnachten rein. Für die Leute, dann ist nochmal die Kamera frei für dich, wenn du gerade etwas auf dem Herz hast. Ja, mir ist vorhin so der Gedanke gekommen, welches sind meine schönsten Fotos in diesem vergangenen Jahr. Und ein Foto, das mich sehr berührt, ist im März passiert, wo einer der ersten Live-Groups der erste Alpha-Live-Abend hatte. Und ich bin dann von aussen durchgelaufen, habe gebetet für die, und das ist so ein Vorhang, man sieht, dass ein bisschen Leute dahinter sind. Und ich habe mich so gefreut, gewusst, hey, in dieser Stube wird Jesus verkündet. Und da sind Menschen drin, die Jesus noch nicht kennen. Und jetzt habe ich wieder ein Foto bekommen, von diesem gleichen Live-Groove. Ein riesen langer Tisch, Menschen drumherum, die die offene Bibel haben, die zusammen die Bibel lesen. Und dieser Tisch ist richtig gestossen voll. Dann müssen sie jetzt gleich multiplizieren oder werden jetzt gerade. Und so die beiden Bilder zu sehen, so das zaghafte Anfangen und das Säen von diesem Pflänzchen und jetzt Menschen sehen, die die Bibel lesen,
und wieder Fan, oder ja, wirklich nicht nur Fan sind, sondern wirklich sich dem Jesus zugewandt haben. Wow, das schudert mich an, das freut mich. Und das wünsche ich mir, dass wir alle so Geschichten haben. Yes, super. Meinst du, wir dürfen echt die noch zeigen zum Schluss, die Bilder? Ja, ich glaube es. Je nachdem. Ja. Ja noch ich kläre es noch. Personenrecht, muss immer schauen. Eventuell blenden wir die beiden Fotos noch gerade ein, jetzt zum Abschluss von diesem Talk. Danke euch ganz herzlich auch für das Interesse auch jetzt am heutigen Talk wieder. Und die weiteren, die kann man ja immer noch im Archiv nachschauen. Da hat es diverse Aspekte. Da sind ja manchmal Freunde vom Kuno dabei gewesen. Zweimal schon ist seine Frau auch dabei gewesen und hat ein bisschen ihre Perspektive, ihren Blickwinkel gegeben in das Ganze hinein, wie sie das jetzt so erlebt mit dem Connect Zollikofen. Und freue mich auf weitere Geschichten im neuen Jahr. Und jetzt wünsche ich dir, Kuno, und euch auch ganz schöne Weihnachten. Gell? Und weiterhin bleibt dran. Danke vielmals. Es macht total Mut zu hören, was abgeht bei euch zu Zollikofen. Merci. Be blessed. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.